So, hallo ihr Lieben, da sind wir zum Hour of Prayer. Wir haben den Namen nochmal ein bisschen angepasst. Vorher heißt es Talk and Pray, aber vom Inhalt ist es eigentlich das Gleiche in dem Sinne. Wir haben ja versucht, ein bisschen gewisse Dinge zu ändern, anzupassen, und wir haben gemerkt, eigentlich wollen wir in dieser Stunde vor allem den Hauptschwerpunkt legen auf das Gebet in dem Sinne und nicht so fest den Talk, und darum habe ich jetzt gedacht, ich beginne gerade mit einem Gebet, dass der Heilige Geist uns leitet, motiviert, uns so richtig zu uns sprechen kann. Vater im Himmel, ich danke dir einfach für die nächsten Augenblicke, wo wir mit dir zusammen beten. Wir sind verbunden online, international auf der ganzen Welt, und ich möchte dir einfach Danke sagen, dass du den Himmel aufmachst jetzt und du konkret auch gewisse Fragen, die wir haben, du uns eine Antwort gibst, dass du auch unsere Augen öffnest, wir sehen können, so wie du siehst, aber ich bitte dich auch, dass wir gewisse Dinge verstehen dürfen, die wir jetzt im Moment vielleicht so im Dunkeln tappeln, weil du bist ein Gott der Offenbarung, du bist auch ein Gott der Freundschaft, es ist immer auch ein Dialog, und ich danke dir einfach, dass du uns leitest und führst in den nächsten Augenblicken, wo wir sagen können, wir sind dir ein Stück näher geworden als ohne diese Gebetszeit. Ja. Amen. Amen. Susanne, Hey, ich habe ja... herzlich willkommen auch von meiner Seite. Du bist bist auch voll. da. Ja, ich bin auch da. Du bist voll im Fahrt, Leo. So cool. Also wir haben den Namen ja geändert. Ich habe das schon gesagt, weil wir haben ja was ausprobiert. Wir haben ja in der Corona-Zeit haben wir den Talk and Pray in dem Sinn der Hour of Prayer angefangen. Dann haben wir gedacht, wir möchten ein bisschen das Setting anders machen, hatten auch eine dritte Person dazu. Jetzt haben wir uns gesagt, wir gehen wieder zurück zum Alten, Bewährten, und das bedeutet ja nicht, dass immer alles so bleibt, aber der Inhalt, dass wir beten, über den Sonntag austauschen, das bleibt noch immer so, oder? Das bleibt genau gleich. Ob es dann eine Stunde ist oder 45 Minuten oder 35 Minuten, genauso wie es kommt. Wir werden über die Message vom Sonntag beten, und wir sind auch einfach jetzt zu zweit. Wir haben keinen Host mehr. Wir machen das wieder zu zweit und wir suchen öfter mal was Neues. Genau. Aber heute wollen wir so das Abendmahl zusammen einnehmen. Ich war ja auf einer Worship-Tour in Deutschland, Österreich und auch in Tschechien. Und dann habe ich plötzlich beim Motorradfahren gedacht, hey, das Abendmahl wäre wieder mal cool, das durchzunehmen. Von dem wir kuppeln uns ein bisschen ab von der Message vom Sonntag. Hat mit dem zu tun. Ich finde es einfach mega cool, weil das Abendmahl hilft uns ganz bewusst, jetzt einfach zu sagen, der Schwerpunkt ist das Gebet und wir werden zusammen beten. Wir haben den Titel genommen, das Abendmahl bewirkt Hoffnung. Und das ist eigentlich ganz, ganz simpel. Du kannst jetzt vielleicht ein Stück Wein oder, wenn du das nicht hast, Wasser nehmen oder Traubensaft und ein Stück Brot. Vielleicht findest du das irgendwo, wenn du Auto fährst, ein bisschen schwierig. Musst vielleicht in die nächste Raststätte Vielleicht gehen. hast du Nüsse im Auto oder sonst irgendeinen Riegel oder einen Snack und einen Schluck Wasser. Einfach etwas Festes und etwas Flüssiges. Wir werden so durch 4 Punkte miteinander durchbeten und das auch für Gott bewegen, Susanne. Du hast einen Titel genommen, also 1. Korinther 11, Vers 23 bis 26. Kannst du mal ganz kurz diesen Text vorlesen, und dann gehen wir in die erste Gebet hinein. Da heißt es, der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's und sprach, das ist mein Leib für euch. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Also hat das so viele theologische Nuggets drin. Zum Beispiel, wenn man das Brot bricht, machen wir es mal ganz kurz so, hat verschiedene Botschaften, aber eine Botschaft ist, wenn im Leben etwas zerbrochen ist, in dem Sinne, es ist nicht mehr ganz, und das kann ja in der Gesundheit, in der Familie sein, was auch immer. Jesus hält das empor zu diesem Gott im Himmel, und er vertraut und glaubt, dass Gott nochmals ein Wiederherstellungswunder bewirken kann, weil die Leute haben geglaubt, das Leben von Jesus ist am Kreuz vorbei. Und dann stirbt Jesus, wird in das Grab gelegt, und dann steht Jesus auf zu einem neuen Leben. Und das, was eigentlich kaputt ist, wird nochmals neu. Und dann der Blut in meinem Bund bedeutet, das ist etwas, was man nicht mehr lösen kann. Und dann, hochinteressant Susanne, man verkündigt in der unsichtbaren Welt und in der sichtbaren Welt eben, was Jesus gemacht hat. Dann das Abendmahl hat in der unsichtbaren Welt einen ganz, ganz krassen Einfluss. Es macht auch bei dir etwas, weil ich mache mir bewusst, wer ich bin,
und was für eine Stellung und was für eine Position und was für ein Privileg dann ich habe, als ein Sohn oder eine Tochter, als ein Königskind bei Gott zu haben. Und das erste ist vor dem Abendmahl, man erinnert sich an die Größe Gottes. Also wenn ich das Brot und den Wein nehme, mache ich mir bewusst, wer sitzt an meinem Tisch. Also wer ist dann bei mir? Und die Bibel sagte, David sagte, im Angesicht von meinen Feinden deckst du mir einen Tisch. Also ich bin mir bewusst, wer sitzt bei mir. Weil oft im Leben ist so, man macht sich Sorgen, hat man Zweifel, man zieht nicht mehr durch, man beginnt zu jammern, was auch immer, und man vergisst dabei, wer es sich entschieden hat, bei dir zu sitzen. Und vielleicht das erste ist, lass uns mal einen Moment jetzt einfach nehmen, wo wir Gott Danke sagen für seine Größe. Vielleicht kannst du das gerade machen. Ja. Und während Susanne betest, kannst du danach überlegen, für was möchtest du Gott Danke sagen und was sind deine Worte, die du gebrauchst, um die Größe Gottes auszudrücken. Und wenn du kannst, schließ die Augen. Ich schließe die Augen. Das hilft mir immer, mehr die Vorstellungskraft zu aktivieren. Und ich stelle mir vor, wir sitzen an einem Tisch, du und ich, wir alle, egal woher du kommst, von wo du zuschaust, von wo du eingeschaltet hast, wir sitzen an diesem Tisch von Gott. Die Jünger haben sich darum gekämpft, wer neben ihm sitzen darf, wer zur linken oder zur rechten Seite sitzen darf. Das spielt heute keine Rolle, weil jeder von uns, stell dir vor, du sitzt einfach direkt neben Jesus, wie der eine Jünger, der Johannes, der seinen Kopf an sein Herz gelegt hat, ans Herz von Jesus. Und lass uns heute in dieser Vorstellung sein, dass wir am Tisch von Gott sitzen und einfach unser Kopf ans Herz von Jesus lehnen, und dafür möchte ich dir Danke sagen. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke, Jesus, dass du es möglich gemacht hast, dass wir Gott begegnen können, dass die Türe offen ist, der Vorhang zerrissen, dass wir in die Gegenwart Gottes eintauchen dürfen. Und auch wenn das Abendmahl, so wie ich es kenne, etwas Besinnliches ist, so danke ich dir, dass es heißt in deinem Wort, dass in deiner Gegenwart überfließende Freude ist. Und das ist die Atmosphäre, das ist das Setting an deinem Tisch, an deiner Seite, mit dem Kopf an deinem Herz und in einer Atmosphäre von überfließender Freude, weil in deiner Gegenwart ist das so, können wir jetzt dir begegnen und uns daran erinnern, was du, Jesus, für uns am Kreuz gemacht hast. Und jetzt stell dir einfach vor, dass die Größe Gottes, dieser Jesus, nimmt Platz an deinem Tisch. Das bedeutet, er kommt in deine Lebenssituation hinein. Er ist nicht draußen, sondern er sitzt mit dir bei diesem Tisch. Und das ist ja immer so, wenn man Gäste einlädt oder auch Menschen einlädt, die man kennt, man bereitet, man deckt den Tisch und man überlegt sich, was könnte ich da aufstellen und was könnte ich da anbieten, dass auch die Atmosphäre so wunderschön ist. Und Jesus sagt, im Angesicht der Feinde deckt er mir einen Tisch. Das bedeutet, wir sind nicht einfach, der Glauben bedeutet nicht, wir leben ein problemfreies Leben, sondern wir sind umgeben von Hindernissen, von Feinden, von Situationen, die eigentlich gegen uns sind. Und dennoch und trotzdem ist es ein Beispiel, wo ich weiß, ist Gott an meiner Seite, wer mag gegen mich sein? Und dieser Gott hat noch nicht eine einzige Schlacht oder Kampf verloren, sondern jede einzelne Situation hat er am Ende vom Tag gewonnen. Und wenn es auch so aussieht, vielleicht im Leben, dass man denkt, ich habe eine Niederlage, das wird nie mehr was werden, das wird nichts mehr, dann kannst du eines wissen, das letzte Wort hat Gott am Ende vom Tag in der Offenbarung steht geschrieben, jedes Knie wird sich beugen müssen und bekennen müssen, dass Jesus Christus ist unser Herr und unser Erlöser. Das heißt, jede Person, deren Augen werden aufgehen und sie werden selber bekennen müssen, dass er effektiv die starke und rechte Hand Gottes ist. Und ich danke dir einfach für deine Größe. Ja. Gott hat so viele Namen, von Adonai, von Elohim, von Yahweh, Yahweh Jireh. Gott ist mein Versorger, der Yahweh Rapha. Gott ist mein Heiler, Yahweh Shalom. Gott ist mein Friede, Tsekenu. Er ist meine Gerechtigkeit. Und Gott, ich möchte einfach Danke sagen für was du bist, für was du stehst. Und ich mache mir bewusst, dass ich in einer Pool-Position drin bin. Ich bin zuvorderst
Ich habe sie vielleicht nicht besser als andere, aber ich bin besser dran, weil ich weiß, wer an meinem Tisch sitzt. Ja, und ich danke dir auch, dass ich erinnere mich so eben daran, dass viele Geschichten aus der Bibel im Kampf stattgefunden haben und sie sich immer daran erinnert haben, dass du der Gott der himmlischen Heere bist. Und egal in was für einem Kampf du dich drin befindest, in einem geistlichen Kampf, in einem unsichtbaren Kampf oder auch irgend sonst in einem Fight, ich danke dir, Gott im Himmel, und ich spreche es aus über uns allen. Du bist der Gott der himmlischen Heere. Und David hat es gesagt zu Goliath, du hast soeben den Gott der himmlischen Heere verhöhnt. Und ich danke dir, Gott im Himmel, dass du Herr über die himmlischen Heere bist. Herr Zebaoth, Herr über die himmlischen Heere. Spreche ich aus über unserem Leben und nehme das in Anspruch. Wow, ich finde es so ein schönes Bild, also wenn man das Abendmahl so einnimmt, und das kann man ja ganz, ganz verschieden in dem Sinne einnehmen, das war ja immer auch, Jesus hat das oft auch in der Gemeinschaft mit Menschen eingenommen. Mich hat die letzte Woche viele Leute gefragt, ja, aber kann ich denn das Abendmahl alleine einnehmen und was, wenn ich das Abendmahl unheilig einnehme, und in der katholischen Kirche ist ja das, nur der Priester kann es austeilen, und wenn man das Neue Testament liest, dann hat das Jesus immer am Tisch mit den Jüngern gegessen, und das heißt auch bei der ersten Kirche, sie trafen sich in den Tempel und dann in den Häusern und sie nahmen das Abendmahl. Also das Abendmahl ist eigentlich nichts anderes, man sitzt hin, man macht sich bewusst, wer da sitzt, und man erinnert sich eigentlich, was Jesus getan hat am Kreuz und was dann ganz konkret für mich bedeutet. Und darum ist der Glaube an Gott ist immer wieder Gott. Also zum Beispiel 3-mal im Jahr musste das Volk Gottes zusammenkommen für Feste, und die Feste hatten immer, Susanne, den Punkt: Erinnert euch, von wo ihr kommt. Ihr wart einmal in Ägypten, ich habe euch rausgeführt, aber in der Wüste, da habt ihr manchmal ein bisschen so falsche Bilder gehabt, und ich wollte euch immer, und ich habe euch auch in das verheißene Land geführt. Also das Abendmahl, alle diese Dinge, die Feste sind immer dazu da, um sich zu erinnern, was Jesus getan hat, weil der Alltag, du kennst das, nimmt uns oft so ein, und dann kommen die Sorgen und dann kommen die Zweifel, es kommen die Versuchungen und alle diese Dinge, und ich muss mich hinsetzen und mir bewusst machen, okay, ich kann jetzt nicht etwas machen, sondern ich muss eigentlich empfangen. Darum, ich liebe einfach das Abendmahl, weil es ist ganz, ganz simpel. Und es ist auch so, man muss vielleicht das auch einbauen im Alltag. Also wenn Leute sagen, ja, ich habe gar keine Zeit, wo soll ich die Stunde nehmen? Man kann es auch so machen, wenn du morgen früh aufstehst, wenn du Kaffee rauslässt, machst noch 1 Minute ein Abendmahl, nimmst ein Stück Brot, ein bisschen Wein. Lieber 1 Minute oder 2 Minuten ein Statement als einfach Kaffee runter und zur Arbeit. Also ich glaube, man muss es irgendwo in den Alltag einbinden, dass es ganz, ganz natürlich wird. So, lass uns das Abendmahl konkret jetzt zusammen auch einnehmen. Das Brot, das ist ja sein Leib. Das hat Jesus genommen und gesagt, das ist mein Leib. Der wurde gebrochen für euch. Und ich danke eigentlich dafür, Jesus, für seine Hingabe. Ich möchte diesen Vers vorlesen, 1. Korinther 11, Vers 24. Und er brach es und sagte, das ist mein Leib für euch. Und wenn man dieses Brot nimmt, ist es für mich mega bewegend, weil Jesus sagt, es gibt keine größere Liebe, als der sein Leben hingibt für seine Freunde. Also man kann den Leuten sagen, ich liebe dich, ich habe dich gerne. Das ist auch sehr, sehr wichtig und kraftvoll. Aber an meiner Stelle ein Leben hinzugeben, das ist eigentlich in sich das größte Level von ich bin für dich, ich bin mit dir, was Jesus jemals gemacht hat. Also lass uns das Brot nehmen, die Hände nehmen, und ich danke dir, Jesus, ganz, ganz konkret. Jetzt kannst du auch deinen Namen einsetzen. Es gab diesen Tag, wo der Heilige Geist dir deine Augen geöffnet hatte. Plötzlich habe ich erkannt, ich bin schuldig, habe Dinge falsch gemacht vor Gott, vor den Mitmenschen, aber auch mir selber. Und ich bin so dankbar, dass du hast 99 Schafe stehen lassen, und das macht man mathematisch nicht. Und man könnte sagen, ja, wegen einem Schaf, komm, was bringt das schon? Er hat das stehen gelassen, weil ich bin kostbar. Du hast mich gesucht, du hast mich gefunden. Das ist beim verlorenen Sohn der Fall, bei der verlorenen Münze, aber auch beim verlorenen Schaf. Und ich danke dir einfach für diese grenzenlose Hingabe. Auch dennoch und trotzdem, als ich dir meinen Rücken zugewandt habe, auch da, wo ich gewusst habe, was ist richtig, habe meine Dinge durchgezogen, meine Sache gemacht, und dennoch hast du nicht einen Moment von mir abgewichen.
Und das nennt die Bibel Gnade. Gnade bedeutet, es ist unbegreiflich, es ist unlogisch, es übersteigt die Art und Weise, wie wir Menschen denken, fühlen und auch leben. Und ich möchte dir einfach jetzt Danke sagen für deine Liebe, die kein Ende hat. Und jetzt nehmen wir dieses Brot und wir kauen es und sagen, der Leib Christi wurde gebrochen an meiner Stelle. Ja, ich finde es eindrücklich, wie es hier steht, im 1. Korinther 11, Vers 24, wo Jesus sagt, und diese Worte, lass dir die auf der Zunge zergehen, während du das Brot kaust. Das ist mein Leib für euch. Das ist mein Leib für euch. Mein Leib für euch. Und ich habe jetzt gerade die Frage gestellt, oder Jesus hat das Abendmahl immer eingenommen beim Essen, das kann vor dem Essen gewesen sein oder im Essen, wie auch immer. Aber man sagt, um den Tisch ist eigentlich das Leben, weil da diskutiert man, da erzählt man, was man erlebt hat unter dem Tag. Man erklärt aber auch von den Ängsten, von den Zweifeln, von den Herausforderungen, wo man drin ist. Also ich sage jetzt mal, um diese Tische geschieht eben Leben. Und es ist kein Zufall, dass Jesus das Abendmahl immer eingenommen hatte am Tisch, wo man eben das Leben geteilt hatte, wo man zur Ruhe kommt. Das ist nicht ein Fernseher, der läuft, kein Netflix und auch kein Social Media, sondern du schaust den Leuten in die Augen und man tauscht aus. Und das ist genau das, was der Feind uns immer wieder stiehlt, diese Tischgemeinschaft. Wir werden immer abgelenkt durch verschiedene Dinge und man setzt sich hin und macht sich effektiv bewusst, Jesus ist mitten in jedem Bereich von meinem Leben, ist er der Hirte. Es hat nicht einen Bereich gegeben, wo Jesus sagt, da habe ich keinen Bock, dein Hirte zu sein. Das ist über deinen Finanzen, über deine Familie, über deine Gesundheit, über deine Sexualität, über deine Berufung, die Gott über dich ausgesprochen hatte, über deine Church, über deine Kleingruppe, was auch immer du tust und machst. Jeden Aspekt von deinem Leben ist er der gute Hirte, der versprochen hat, er bringt uns zum Ziel. Er hat ein Haus gebaut, wo wir für immer bleiben werden. Und ich möchte das einfach bewusst jetzt Danke sagen, Jesus, dass du hast Platz genommen an meinem Tisch. Ja. Und das bedeutet, du kannst ein Wort sprechen und Wunder geschehen. Und während wir das Brot essen und so kauen, wird mir einfach bewusst, es ist ein Stück von Jesus in mir und das widerspricht der Bibel überhaupt nicht. Es heißt, er in mir und ich in ihm. Und wenn ich dieses Brot esse, dann wird mir bewusst, dass Christus in mir lebt. Und lass uns einfach diese Kraft nochmal so verinnerlichen, dass wenn Christus in mir lebt, was das für eine Kraft hat. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns eine Offenbarung schenkst, dass wir nochmal ein Stück mehr verstehen von dem, was es heißt, wenn Christus in mir lebt und durch meinen Körper durchdringt, durch meine Seele durchdringt und durch meinen Geist hindurch. Und ich gebe dir Raum. Das ist ein Lied, das wir in der letzten Zeit auch am Sonntag sehr viel gesungen haben. Ich gebe dir Raum, Jesus. Ich habe ein Stück von dir gegessen. Und das hilft mir, die Vorstellung zu verschärfen, dass du in mir lebst. Und ich gebe dir Raum. Ich gebe nicht meiner Seele Raum, ich gebe nicht meinen Gefühlen Raum, nicht meinen Gedanken, sondern dir, Jesus Christus. Und du merkst, dass das Abendmahl hat so viele Facetten in dem Sinne. Ich finde es mega, mega cool, wie Gott uns eben begegnet. Gott hat verschiedene Art und Weise, wie er uns zu uns Menschen sprechen kann. Das ist eben auch mega cool. Es gibt auch verschiedene Phasen im Leben, wo man vielleicht das Abendmahl mehr einnimmt und dann vielleicht betet man das Vaterunser mehr. Vielleicht hat man das Wellengebet oder auch eine Phase, man verschlingt, ich sage jetzt mal, die Bibel so richtig förmlich. Und es hat immer so mit Phasen zu tun. Und ich finde es eben wichtig, dass man gewisse Dinge etabliert, die eigentlich für uns ganz, ganz normal wird. Und es kann dann auch sein mit der Zeit, wenn man das Abendmahl oft einnimmt, dass wie so ein bisschen auch etwas wird, wo man dann gar nicht mehr merkt. Aber wie gesagt, wenn man es eben dann aufhört,
dann wird man es eben auch merken. Es ist wie wenn man beginnt, sich gesund zu ernähren. Irgendwann merkt man das gar nicht mehr und wenn man wieder, sag jetzt mal, 1, 2 Mal über die Stränge haut, also ich sag jetzt mal, man isst viel zu viel Süßigkeiten, ist mir letztens passiert. Am nächsten Morgen, ich habe das Gefühl gehabt, mein Kopf, der explodierte. Ich war so gerädert, sagt man auf Schweizerdeutsch, wo ich gemerkt habe, das kann ich mir schon geben, aber mein ganzer Körper spürt es. Und das ist eben beim Glaubensleben genau gleich so. Das zweite, Susanna, ist der Wein. Der Wein bedeutet nichts anderes als sein Blut. Ich nehme die grenzenlose Vergebung in Anspruch und was eben auch interessant ist, im Blut ist Leben. Also wenn du hast eine Krankheit und gehst zum Arzt und er macht eine Blutprobe, anhand vom Blut kann man alles rausfinden, wie es dir körperlich in dem Sinne geht, was für eine Krankheit du hast. Und Blut ist ganz einfach. Du nimmst das Blut aus meinem Körper und du stirbst. Und das war eigentlich ein Beispiel, dass eben das Blut von Jesus Christus reinigt uns und vergibt alle unsere Sünden und alle unsere Fehler. Ich lese es euch vor. In 1. Korinther 11, Vers 25, ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gegründet ist auf meinem Blut. Mit anderen Worten, ein neuer Bund bedeutet, es gab ja die Bünde vom Alten Testament, der Bund mit dem Moses, mit dem Volk Gottes, mit auch Noah besser gesagt. Und es gibt viele Bünde. Und wenn man die Bünde mal versteht im Alten Testament, was das bedeutet, es waren immer 9 Schritte waren involviert, aber einen Bund konnte man nicht mehr auflösen. Und Jesus sagt, das ist mein Bund, den ich mit euch gemacht habe, sagt Jesus, ich werde meinen Bund zu euch nie auflösen. Und so sagt die Bibel, nichts kann uns aus der Hand Gottes reißen, weder Hohes, noch Tiefes, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges. Jesus sagt sogar, er hat unsere Namen in seine Hände eingraviert. In Zephania, Gott jubelt jeden Tag, wenn er an uns denkt. Und das ist krass, wenn man oft das Abendmahl nimmt, denkt man, okay, das ist ein bisschen Weinblut, aber es hat eine Botschaft, dass Gott wird uns nie verlassen. Wir können ihn verlassen, aber er verlässt uns nie in dem Sinne. Und darum lasst uns für einen Moment, kannst du mal aufmachen da? Schwierig. Einen Moment einfach jetzt Jesus Danke sagen, dass alle unsere Fehler und alle unsere Sünden sind uns vergeben worden. Das ist mega mächtig. Und ich sage jetzt das bewusst, weil ich treffe oft Leute, die sind schon lange gläubig und sagen, ich habe immer noch Schuldgefühle in mir. Ich habe Dinge so falsch gemacht. Ich habe Dinge verbockt. Ich war der Grund über die Katastrophe in meiner Familie, in meiner Freundschaft, was auch immer das ist. Und dass wir gewisse Dinge bereuen, das ist was anderes. Es ist logisch, wenn man einen Fehler gemacht hat, man bereut es. Aber dann die Scham, die dann kommt und das Schuldgefühl und plötzlich dieses Gefühl, ja, du hast alles kaputt gemacht. Das ist rein menschlich gesprochen, stimmt es, aber dann klammert man eben den Neuanfang, die Vergebung und die Auferstehung von Jesus eben nicht auf. Und Jesus, ich bete jetzt einfach und ich bringe dir alles, was in mir sich aufgestammt hat von schlechten Gefühlen, von Schuldgefühlen, von auch Schuldzuweisungen, die ich vielleicht auch bekommen habe. Auch da, wo ich Dinge tue, die ich gar nicht tun will, wie Paulus hat gesagt, wieso tue ich das Schlechte, wo ich gar nicht tun will, statt das Gute. Wer kann mich erlösen? Das war der Seufzer aus dem tiefsten Herzen schon vom Apostel Paulus. Und ich lege dir diese Bereiche hin, wo ich darunter leide, wo ich wie so kraftlos, ich fühle mich ohnmächtig, weil ich diese Dinge wie nicht überwinden kann. Und dennoch und trotzdem möchte ich jetzt bewusst das Abendmahl nehmen für mich, um mir zu sagen, das ist meine Stellung, die du mir anvertraut hast. Du hast gesagt, alle meine Sünden hast du in das tiefste Meer geworfen. Und man kann es nicht mehr nach vorne holen. Es ist wie ausgelöscht, es ist ausradiert, es hat sich aufgelöst. Das bedeutet, dass du dich nicht mehr daran erinnerst, was geschehen ist. Und es ist ein wunderbares Beispiel. Es ist wie so, es ist weg. Es hat nichts zu tun mehr mit meiner Geschichte. Ich weiß, ich habe einen Gott, du schlägst eine neue Seite auf. Du schreibst nochmals ganz, ganz neu. Und ich nehme das alles in Anspruch. Und jetzt du merkst, du hast gewisse Bereiche, wo du strauchelst, wo du nicht siegreich bist. Dann möchte ich jetzt ganz kurz dich einladen, das einfach in meinem Gebet jetzt Jesus zu sagen. Und es ist nicht ein Problem, du musst dich nicht schämen, weil Jesus sieht ja alles und Jesus weiß ja alles. Aber das zu sagen, auszusprechen,
wirst du jetzt gerade merken, in den nächsten Augenblicken, das löst wie ein Druck, es löst wie so etwas ganz Beklemmendes in dir und du plötzlich merkst, ja, ich muss es gar nicht tragen, ich muss es auch gar nicht verstecken, weil es gibt gar nichts zum Verstecken, sondern Gott hat ja auch Adam gefragt, Adam und Eva, wo seid ihr? Hat gewusst, wo sie sich verstecken. Und sie mussten eigentlich sagen, wir sind hier, weil Gott weiß es sowieso. Also Gott, wir bringen dir alle diese Dinge, wo wir vielleicht in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, in unseren Worten, in unseren Blicken, vielleicht auch da, wo wir Dinge gerne hören, unser Ohr hinhalten, weil es so gut tut, wo wir merken, es sind Lügen, es ist nicht die Wahrheit. Alle diese Dinge lege ich vor dir hin, diese Süchte, wo ich vielleicht drin mich immer noch befinde, da wo ich merke, die Auferstehung hat da noch nicht ganz stattgefunden, all das lege ich dir hin im Namen von Jesus Christus. Jetzt möchte ich dich einfach einladen, bring es, sage es Jesus, streck dein Herz aus. Du kannst auch jetzt diesen Wein nehmen, wenn du jetzt das gerade hast. Du kannst das auch mal nehmen. Und ich liebe den Moment, wo es so den Hals runterläuft. Ja. Das finde ich immer etwas krass. Du spürst es eigentlich es geht an den Lungen vorbei, beim Herz vorbei und dann in den Magen. Und der Magen, sagt man, das sind ja die Gefühle oder die Seele, wo auch immer die ist, aber im Magen spürt man ja etwas oder es schlägt auf den Magen, in dem Sinne schlechtes Gewissen. Das ist alles hier, alles hier. Und es läuft so wunderbar runter und ich sage immer, wow. Also wenn ich das schon körperlich, schon physisch spüre, dann spürt es auch meinen Geist, es erfrischt sich etwas, es geht durch meine Gedanken, geht das Blut durch. Da, wo ich negativ denke, es kommt diese göttliche Perspektive. Und es erfrischt alles in mir drin. Und ich bin so, so dankbar jetzt, dass meinen Geist und meinen Körper, meine Seele es so richtig durchläuft. Und im Hebräer 9, Vers 22 heißt es, ohne Opferblut gibt es keine Vergebung. Und es ist nicht einfach etwas Billiges, wenn wir sagen, dir ist vergeben, mir ist vergeben, wir müssen uns nicht mehr schämen, keine Schuldgefühle mehr, sondern es hat Jesus das Leben gekostet. Es hat Gott seinen Sohn gekostet. Das hat einen Wert. Und das Blut, die im Abendmahl, dieser Wein, dieser Traubensaft oder das Getränk, das erinnert uns daran, dass da etwas bezahlt wurde und das, was Menschen dir angetan haben, das ist bezahlt worden und das, was du Menschen angetan hast, auch das ist bezahlt worden. Das ist eine wunderschöne Perspektive, weil sonst klagen wir uns an und manchmal sagen Leute, ja, bei euch Christen ist es so einfach, du machst mega viele Fehler, sagst, tut mir leid und dann ist alles vergeben. Das ist eben Hoffnung. Hoffnung ist etwas, was du bei Gott nie töten kannst. Der Geist der Hoffnung wohnt in uns. Und die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckte, wohnt in uns drin. Das bedeutet nichts anderes. Wir dürfen und müssen nicht liegen bleiben. Logisch fällt man um, aber die Bibel sagt, dann stehen wir wieder auf und wir richten unsere Krone. Das bedeutet, logisch bedeutet das, dass ich vielleicht gewisse Dinge in Ordnung bringe. Es kann auch sein, dass ich gewisse Dinge nicht mehr tue oder auch gewisse Dinge endlich tun muss. Das bedeutet es ja nicht, das ist immer nur die eine Seite der Medaille, aber wenn man nicht aufsteht, und liegen bleiben, das ist genau das, was die Welt oft macht. Sie verurteilt dich, es kommt ein Shitstorm, was auch immer, und du wirst richtig kaputt gemacht und man lässt sie dann liegen und kaum bist du weg, interessiert es niemand mehr. Und das ist nicht die Kultur von Jesus. Jesus hat gesagt, wer ohne Sünde ist, der wirft den ersten Stein und alle haben einen Stein auf den Boden gelegt. Das muss man auch vorstellen. Und die wollten eigentlich die Frau, die Ehebrecherin steinigen, so war es im Gesetz vom Alten Testament. Und Jesus hat gesagt, das könnt ihr schon machen, aber dann müsst ihr perfekt sein. Mit anderen Worten, wenn Menschen uns anklagen, sind es die gleichen Leute, die genauso einen Neuanfang und auch eine Vergebung brauchen. Und dann finde ich das so krass beim Abendmahl. Es ist für mich die größte Substanz, die es gibt, zu wissen, ich kann nochmals neu anfangen, ich kann nochmals aufstehen und nichtsdestotrotz, Gott kann aus krummen Zeilen nochmals gerade schreiben. Und wenn man ein Ei zerschlägt, kann man immerhin noch eine Omelette draus machen. Also sogar das ist nicht mehr brauchbar. Und ich finde das eben die Perspektive, die wir haben. Das vierte,
Nach dem Abendmahl beginnt man mit der Kraft Gottes zu leben. Also du erlebst jetzt ganz konkret eine Hingabe, also ich weiß, Jesus hat alles für mich getan, alles für mich bezahlt und ich weiß aber auch, alle meine Sünden sind mir vergeben. Und das bedeutet, wenn man nach dem Abendmahl steht, man auf und geht wieder in das Leben. Man geht da wieder zurück. Und das ist mega, mega cool zu wissen, man hat eine andere Perspektive, man hat einen anderen Drive, wie man dann gewisse Dinge anpackt. Ja, es ist ein Austausch, der am Kreuz stattfindet. Weil Jesus gestorben ist und sein Blut vergossen hat am Kreuz, kann ich mit den negativen Dingen in meinem Leben zu Jesus hinkommen und sie ihm abgeben und das Positive dafür empfangen. Und das ist das ist ein Teil von diesem Bund. Und das Abendmahl erinnert uns immer und immer wieder daran, dass es ein Austausch ist. Du gibst Dinge, du gibst dein verletztes Herz und du bekommst ein geheiltes Herz. Du gibst deine Krankheit und du empfängst Gesundheit. Du gibst dein armes Denken, gibst du am Kreuz ab und du erhältst ein Denken, das neu gefüllt ist von der Liebe und von der Perspektive von Gott. Das heißt in 1. Korinther 11, Vers 26, ich möchte diesen Vers euch vorlesen, denn so oft ihr dieses Brot isst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Es ist ein Statement, also du merkst, das Abendmahl hat geistlich so eine Durchschlagskraft, weil wir verkündigen, was Jesus für mich getan hat. Und ich denke immer zurück an den Tag, wo ich zum Glauben gekommen bin. Also der Tag, wo der Heilige Geist mir meine Augen geöffnet hat. Und plötzlich habe ich Dinge, die ich als richtig und gut wahrgenommen habe ich plötzlich entdeckt als total falsch. Es ist interessant, also es geschieht ein Gesinnungswechsel. Also das, was richtig war, habe ich plötzlich gemerkt, das schadet mir ja eigentlich. Es tut mir nicht gut, meinen Freundschaften nicht gut. Und dieser Gesinnungswechsel findet eben statt im Abendmahl, wo ich mir bewusst mache, was sind die Werte, was ist das Fundament, auf das ich mein Leben, die Familie, eine Firma, auch meine Hobbys drauf stelle. Und das Fundament ist immer entscheidend, wie groß und wie stark kann man auch etwas bauen. Wir haben ja dieses Abendmahlbuch geschrieben, vielleicht hast du das schon. Das sind so 31 Gebete, ganz, ganz praktisch, weil wir haben festgestellt, dass viele Menschen das Abendmahl einnehmen, nach dem dritten Mal sagen sie, okay, ich habe jetzt das schon mal gebetet und man ist dann wie eine Mühle. Und es sind eigentlich 31 verschiedene Arten von Themen, wie man durchbeten kann. Und wenn du das noch nicht erworben hast, kannst du bei ICF Media bestellen. Und vielleicht kennst du irgendjemanden, wo du denkst, das Buch wäre genau eine großartige Hilfe, weil es in einer Situation drin ist, um da gewisse Dinge zu ändern. Wir haben mega viele E-Mails bekommen, also hunderte von E-Mails von Leuten, die diesen 31 Challenge gemacht haben. Von Leuten, die hatten Prüfungsangst, sie haben gesagt, ich kann nicht mehr an die Prüfung gehen, es funktioniert nicht mehr. Sind durch das Abendmahl zur Ruhe gekommen, Ehen, die Gott wieder geheilt hat, wiederhergestellt hat, Menschen, die sind körperlich gesund geworden. Also ich habe das alles gespeichert, weil manchmal ist es auch bei mir so, wo ich denke, ja gut, niemand hört dir zu oder niemand sagt dir Danke, also ich bin auch ein Mensch, dann hole ich mir diese Dinge nach vorne und denke, das ist gewaltig, wenn du Jesus predigst. Wir predigen ja nicht uns. Und wenn wir eine Geschichte von uns erzählen, geht es ja nicht um uns, es ist nur eine Hilfe, um euch zu erklären, überlegt dir mal, wie hast denn du Jesus erlebt? Was hast denn du für eine Geschichte? Es hilft eigentlich den Leuten zu erklären, du hast ja auch solche Wunder. Aber ich finde es so cool, am Ende vom Tag, wir weisen auf Jesus hin, weil wir können euch motivieren, begeistern, sagen, komm und gib nicht auf, aber heilen, vergeben, Hoffnung, freisetzen können wir nicht. Das ist alleine in diesem Namen von Jesus Christus. Darum, wir sind Botschafter, du auch, Botschafterinnen an seiner Stelle. Also wir haben keine eigene Botschaft, wir haben auch keinen eigenen Inhalt, wir verkündigen nur etwas an seiner Stelle. Und ich finde eben, die Position ist so cool, weil manchmal haben wir das Gefühl, hey, ich muss ein besserer Leiter sein und ich muss das und jenem. Logisch lohnt es sich, an allen Punkten sich zu entwickeln. Ich möchte auch der beste Ehemann sein, der beste Vater, ist gar kein Thema. Aber nichtsdestotrotz zu wissen, dass es noch Gott gibt, der ja auch noch da ist. Der gleiche Gott, der mich leitet, leitet auch meine Frau, die Church, die Kinder, die Freunde, die Firma. Also es ist nicht alles auf unseren Schultern. Also du trägst nicht die ganze Welt. Du trägst das, was Gott dir auferlädt.
Und die Bibel sagt, es ist immer so, dass du es tragen kannst. Also du bist nicht überfordert, aber du wirst ein bisschen gefordert. Und ich finde es eben eine wunderbare Botschaft, die ich dir heute sagen möchte. Gott spannt dich ein, aber immer so, dass du es tragen kannst und du hast nicht das ganze Gewicht der Welt auf deiner Schulter, weil am Ende vom Tag ist Gott leitet, Gott ist und Gott führt. Und für das können wir, Susanne, vielleicht jetzt einfach Gott Danke sagen für den Alltag, wo wir jetzt drin sind, dass wir mit dieser Begeisterung jetzt wieder hinausgehen in die Familie, in die Church, wo auch immer. Ja, himmlischer Vater, ich möchte dir so viel mal Danke sagen für deinen Sohn Jesus Christus und dass wir mit dieser Kraft, mit dieser Auferstehungskraft leben können. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen in den Alltag aus dieser Gebetszeit, dann möchte ich dir Danke sagen, dass du uns die Augen öffnest, Heiliger Geist, wo genau ich was abgeben kann am Kreuz und austauschen, damit ich mit dieser Kraft leben kann, damit diese Kraft in mir wirken kann. Amen. Und ich bete auch für all das, was Gott dir, nenn es mal, auf deinen Schreibtisch legt. Das ist immer ein schönes Bild. Gott legt Dinge auf den Schreibtisch, die man erledigen darf oder muss oder wie auch immer. Gewisse Dinge liegen da, wo du denkst, doof. Und gewisse Projekte liegen da, wo du denkst, wow, mega cool. Aber Gott legt auf meinen Schreibtisch gewisse Dinge, Mandate, gewisse Aufträge. Und die nehme ich. Und lieber Vater im Himmel, ich kann diese Dinge nicht alleine erlösen und ich möchte dich ganz konkret jetzt einfach bitten, dass du kommst und mir deine Kraft gibst, dass ich überwinden kann, da wo ich mich zu schwach fühle, da lieben kann, wo ich zu fest enttäuscht worden bin, da einen Frieden bekommen, wo ich zu fest im Stress drinnen lebe. All in diesen Eigenschaften weiß ich einfach, dass du hast versprochen, du bist bei mir. Und ich bin nicht zu stolz, um dir zu sagen, ohne dich kann ich nichts tun. Ohne dich bin ich wie ein Blatt im Wind. Ohne dich bin ich in dem Sinn so kraftlos. Aber ich bin so dankbar, dass ich an deiner Kraft andocken darf. Ich bin so dankbar, dass du nicht irgendwo wohnst. Du hast gesagt, wir sind der Tempel, wo der Heilige Geist in uns drin wohnt. Und ich danke dir, dass du diesen Tempel immer schöner machst, dass ich von innen nach außen beginne zu glänzen, dass ich merke, diese Charaktereigenschaften vom Heiligen Geist, die sind ja in mir drin und die werden wachsen. Du hast gesagt, wir sind wie Bäume gepflanzt an den Flüssen und wir werden unsere Äste, unsere Wurzeln ausstrecken und wir werden Frucht bringen zu seiner Zeit. Und ich halte dir das alles hin im Bewusstsein, dass du auch Dinge wegnehmen kannst, die nicht zu mir gehören. Ich bete, dass du mich von allen Dingen bewahrst, von jedem unnötigen E-Mail, Telefon, Termin, alle diese Dinge, die nicht in meine Agenda hineingehören. Sei du der Wächter auch von meiner Agenda, dass der Zeitfresser, und die Bibel sagt, es gibt einen Zeitfresser, der Feind kommt, um zu stehlen, er frisst auf. Und ich sage, dieser Zeitfresser darf nicht Dinge aus meiner Agenda rausfressen, was du, Gott, eigentlich reserviert hast. Und ich bete bewusst für Schutz, für Bewahrung und auch für deine Hilfe in all diesen Bereichen von meiner Agenda. Und füge du Sachen hinzu, die du in meinem Leben hinzufügen willst. Du kannst Türen aufmachen, die ich aufmachen kann. Du kannst mich mit Menschen in Verbindung bringen, die sind noch nicht auf meinem Radar. Und da hast du grenzenlose, wie ein Zugang, ich sagen darf, Gott, du darfst. Ich sage auch warum, weil ich vertraue dir blind, weil du bist der Hirte und ich bin dein Schaf. Amen. Amen. Susanne, ich finde das immer wieder mega wichtig, auch für die Agenda zu beten. Der Zeitfresser, das ist auch so etwas, das merkt man gar nicht. Man kann plötzlich vom Netflix so begeistert sein. Ich sage jetzt nicht Netflix oder was immer ist schlecht, das ist gar nicht mein Punkt, aber plötzlich ist eine Serie da und man kann nicht mehr aufhören zu schauen, ist im ersten Moment etwas Cooles und dann merkt man plötzlich, dafür leidet dann die Zeit mit der Frau, mit den Kindern, mit der Church, mit dem Gebet und viele Dinge, die beginnen so ganz klein, so harmlos und es wird immer größer und immer mächtiger. Und auch da habe ich lernen dürfen müssen, einfach zu sagen, Gott, bewahre mich vor Dingen, die mir schaden.
Also viele Dinge sehen im ersten Moment gut aus, glorreich aus, begeisternd. Und dann merkt man nach einer Woche später, es ist eine Katastrophe. Diese Dinge kann man beten. Sei du der Wächter meiner Agenda, sei du aber auch derjenige, der Türen öffnet in meiner Agenda. Dass Gott Dinge hinzufügt, die hattest du nicht auf dem Radar. Wo du völlig überrascht bist, dass Gott dich beschenkt hat mit Dingen vom Himmel, die du nicht gewusst hattest. Ich sage immer, wir im ICF, wir haben keinen 5-Jahres-Strategieplan. Ich weiß, viele Manager, die lieben das, Strategie. Und es ist nicht so, dass wir nicht strategisch unterwegs sind, sondern ich sage immer wieder, Gott öffnet eine Türe und da gehen wir voll durch und aufgrund von dem gibt es eine Strategie. Und wir machen keine Strategie da, wo wir glauben, es ist richtig und Gott öffnet keine Türen. Und wenn ich zurückschaue, hat Gott uns immer überrascht. Talk and Pray oder der Hour of Prayer, wie jetzt dieses Format, wäre nicht gekommen, wenn nicht Corona gekommen wäre. Also gewisse Dinge sind entstanden, weil eine Not da gewesen ist und das war nicht in unserem 5-Jahresplan drin. Und das ist krass, also Gott kann uns mit Dingen überraschen, wo man nicht das jemals gedacht hätte. Susanna, betet doch noch für diese Woche. Und noch eine Sache ist bei mir wichtig, wenn du irgendjemand kennst, wo du denkst, der Hour of Prayer, Talk and Pray wäre für die Person hilfreich, schick doch einfach den Link. Es ist so einfach, das jemand zu schicken. Es kostet nichts, wir machen keine Werbung, finanziell gar nichts, sondern es ist ja eine Gebetsstunde, wo du denkst, doch, das könnte meiner Großmutter, meiner Mutter, meinem Vater gut tun. Schick den Link und wenn du dein YouTube-Abonnement noch nicht gemacht hast, klicke drauf. Und wichtig ist immer, mach einen Daumen hoch, das ist wichtig für den Algorithmus und vielleicht einen Kommentar. Danke für das Gebet, also muss nicht einen großen Text sein, sondern wenn man auch beginnt zu kommentieren, schafft es uns den Algorithmus höher und mehr Leute sehen dann das Gebet, weil am Ende vom Tag wollen wir ja die Botschaft von Jesus verkündigen. Ja, Gott selber hat gesagt, dass der Priester Aaron das Volk folgendermaßen segnen soll. Und wenn Gott schon sagt, er soll das Volk so segnen, dann will er das auch so tun. Und deswegen sage ich, der Herr segne dich und er bewahre dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und er gebe dir seinen Frieden. Amen. Amen. Hey, vielen Dank für das Mitbeten, auch für die, die das noch später anhören werden. Ich bin immer so überrascht, im positiven Sinn, wie dann vom Dienstag bis eine Woche später Tausende von Menschen das hören und beten. Das berührt mich, weil das Ziel ist ja, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden und das ein Format ist, wo ich mein Herz wieder so neu ausrichten darf zu unserem wunderbaren Jesus. Darum gute Woche bis am Sonntag oder auch immer. God bless you. Mach's gut. Ciao zusammen. Tschüss.